ev pêşingeha ku îro me li dar xist pêşingeha Koma Bavaniya Yekmalê ye ji meha pênca sala 2022 ve em bi Berlînişê Galeriî re em kar dikin. Ez ajo hevalê me Marcos em bi hev re em vê projektê birêve dixin bi Koma Bavan re encama van civînan û vî karê hevbeş hin obyekt bûn, hin tiştin karê destan bûn. Me xwest ku em îro nîşan bidin, lê di heman demê de me xwest ku em beşek ji kultûra xwe, ji kelepûra xwe em rêyî mêvana bidin û bi taybetî me xwest ku dîlan û muzîk ji herêma Efrînê bi ji ber ku wek beşdarê me dizanin Efrîn hîn dagirkiriye ji riya بریا ترکان و دست کومین رادیکال دیه. لما ما خواست ام وی پیامیجی بگینن میوانان و بشترن. Mein Name ist Marcos García Pérez. Ich arbeite für die Berlinische Galerie als Vermittler und heute haben wir mit der Vätergruppe von Yekmal die Ausstellung Lass uns zusammen tanzen eröffnet. Es wurde auch eine Live-Performance mit Tanz, Singen und Zeichnung gemacht, mit der die Ausstellung eröffnet wurde. Die Ausstellung beschäftigt sich mit festen Feiern in der kurdischen Identität oder Tradition und es sind mehrere Kunstwerke entstanden, in denen zum Beispiel Textilien mit Siebdruck hergestellt werden oder andere Zeichnungen. Und heute mit dem Tanz wird auf ein Papier gezeichnet. Die Schuhe werden als Werkzeug benutzt. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, hier zu arbeiten mit der Frauengruppe, mit unseren Näherinnen. Und ich habe die Gruppe ein bisschen begleitet. Wir hatten auch schon 2 ganz schöne Ausstellungen hier gehabt. Und die Vätergruppe hatte heute hier die Ausstellung. Also ich habe diese Zeit verfolgt, diese 2 Jahre, wie die Gruppen gewachsen sind und einfach auch der Gedanke, dass unsere Väter und Mütter keine professionelle Künstlerinnen sind und sowas auf die Beine gestellt haben, das macht mich unglaublich stolz und ich muss die ganze Zeit lächeln, merke ich. Und was das Besondere ist, dass wir waren die erste Gruppe, die kurdische Sprache ins Museum gebracht hat. Als die Frauen hier ausgestellt haben und wir die Texte an die Wände gebracht haben, auf Sorani, das war eine große Herausforderung, weil die Galerie noch nie damit Erfahrung gemacht hat. Und diese Sichtbarkeit der Sprache zu haben, auch der Kultur, dass wir praktisch wirklich eine der ersten waren, die das geschafft haben, das macht mich auch sehr stolz, auch für unsere Gruppen. Ich hoffe, wir werden auch weiter arbeiten, zusammen mit der Berlinischen Galerie. Wir werden uns weiterentwickeln und ich bin total gespannt auf weitere Projekte.